Goedemorgen, Sola. En als je dank als je nog mal in een verjaardag wordt onjeten, zat hij de wat nächste. Dan zat er een. Maar dan we danken voor dat we komen waren van deze morgens en het is goed hier te zijn. Schijne leiderposten beschrijft dat is de tijd waar we ons wel weer houden van. En wanneer we denken aan deze dag van de dat heeft te doen met de Heilige Geest erop komen. En wel onze Bibel opmerken, ik wil je naar het hintergrond nemen, als ik werkelijk in de boodschap nemen komen, ik wil dat voor zeker kort te houden. Maar Apostelgeschichte kapitel 2 is, wo we ons van hier houden willen. En we zijn dort, wanneer we denken aan deze deel, dan wanneer we een klein beetje een hintergrond hebben van waarom we dit doen alles, dat geeft ons veel beter een zin te verstaan alles. De meeste van jullie hebben een zadel gekregen en een bulletin, wanneer je hebt gekregen, dat is de zadel. Wanneer eens weer niet hebben, vielleicht de hand op en dan kan ze je een geven. Ik word eenmaal kort voor de overgaan. Maar ik dat doe is, vingen we dat God heeft Israël 7 vasten, God geeft Israël 7 vasten, wat de jeder jaar vieren zullen, naar 3 Mose kapitel 23, vers 15 tot 44, en dat is wat je op je zadel door hebben. Zie, deze vasten weer een profetischer plan, wat God had te mensen aanwijzen naar de radung der Jezus Christus. So, wenn wir denken an ein Fastvieren, wenn wir denken an ein Alten Testament, dat Gott dat Volk Israel verschiedene Fasten geben, dann hat er einen Plan, oder Gott hat einen Plan, dat hat eine Meinung. Dat wir nicht bloß nur ein Fastvieren. Dat wir einen Plan, was Gott hat, was eine Meinung hat, was er hat zu tun mit einer prophetischen Erfüllung. So in 3. Mose 23, 15 tot 44 sehen wir dort, wo viele Dinge erwähnt sind. Nu wil ik eenmaal een klein beetje over deze zadel gaan. Ik had hem ook een Engeltje, ook een Plattdeutsch. En ik weet niet of je de alle hand er niet. Maar best we ons eenmaal een klein beetje een hintergrond geven. Daarboven zegt dat Taubvotung van de 7 vasten van 3. Mose kapitel 23. Daaronder zegt dat summary of the 7 feast of Leviticus 23. Ik wil de Plattdeutsch de lijn gaan, maar ik doe dat ook een Engeltje daaronder nog. Ik wil het boven de lijn gaan. En daar heeft de doen krijgt met dit wat je ook nog dagen hoor, maar de boer is er plötzlich zo zei als hier unje zo einzelwees. Dat eerste vast, dat eerste mens wat op de lijst is, weer dat Passafast, wat we de Passover namen Engelschen, hop Bibeltags is 3. Mose, en dan doorheen gezegd het bediening. De bediening van dit vast weer, dat had te doen met erleist geraad durch dat lam. Dat is voor de handleiding weer van dit Passafast, dat Jezus wordt een dag komen, dat lam, waar de mensen worden geraad worden, daar zoals het volk Israël uit Egypte geraad wordt, daar dat vast wat hij vieren moest. Dat nächste wat is dat brood ohne heef vast, en dat is dat tranung van zin. De Bijbel wijst ons klaar dat zoals heef over den ganzen dag vertragen dat, zo dat zin allemaal widerspreiden. We zijn alle in zin geboren. So dit vast hat te doen met dat volk Israël soll zich tranen van zin. En je raad, tranen van zin krijgt dus voor ons van de dag, wanneer we Jezus aannemen, we tranen ons van zin, we drehen ons weg van zin en gaan naar God heen. Dat andere weer dat eerste vrucht vast, wat we werkelijk van de dag uitstrennen. En dat is van dood opstonden eerste arend. De Bijbel zegt ons op een andere stelle dat Jezus is de eerste vrucht, de auferstehung van de eerste vrucht. So, dat had te doen met van dood opstonden en de eerste arend, eerste vrucht. Jezus weer, die wat het eerste opstonden deed en de arend, een jesling gezegd van de eerste vrucht. Dat nächste wat we hebben is dat werkenvast. En ik wil een beetje erklären wat we vandaag dag Pinkster vieren doen, wat we ons nu krijgen aan herinneren doen. Dat werkenvast is Pinkstervast, 3. Mose 23, 15 tot 22. Arend, een toekomstige jesliche arend. So, we hebben dat Arnte fasten, ik word een beetje dieper gaan wieder zijn. Ik wil dus eenmaal deze lijst even gaan, om ons een klein beetje hintergrond te krijgen. De nächste is dat trompetenvast, dat is 3. Mose 23 tot 24, ropen en taubkomen. Dat had te doen met een taupropen en taubkomen voor het volk Israël. Dan weer dat verzuiningsopfer, wat we de verzuiningsopfer vast namen, wat we in Engelschen hebben, dat atonement vast.
Und dort wie eine Reinigung und Vergebung fast, wo das Volk Israel feiern dort. Dann wird das letzte, das siebente, ich weiß nicht, kriegst du alles, das wir noch riemen auf der Liste sind, dort wird das heilige Zeltfast. Und dort ist 3. Mose 23, 33, 44. Gott wohnt mit seinen Menschen. So das sind die 7 Fasten, was Gott Israel angeordnet hat, jeder Jahr zu feiern. Und hier kommt dort näher, was wir von der tun, dort Fast, was wir feiern, was von diesen Dobi, aber lang nicht alle nicht. So einmal kurz bevor ich übergehe, wo ich dann da hatte, der Passafast ist, der Passover, Brot ohne Hefe fast, ist dort Brot unleavened, Bread, ich kann vielleicht hier auch sprechen. Ostern ist dort erste Frucht fast, First Fruits, Pfingstfast, dort Werkenfast, Pentecost, dann Trompetenfast, Trumpets, Versöhnungsfast, Atonement und dort Heilige Jästfast, dort Heilige Zeltfast, Tabernacles. So das wäre der Fast, was Gott, das Volk Israel anspornt, da zu tun. Sie dort erste Frucht fast, was First Fruits, was genannt Eilchen, ist Ostern, dort ist, was wir von der ersten Tag nicht unbedingt ab Ostern feiern, sondern was wir Thanksgiving nennen, Erntedankfest. Das ist, was dort von der ersten Tag ist. Aber wir tun dort nicht ab Ostern feiern, wir feiern dort einen Tag. Weil wir glauben, wir sind noch häufig zu tun mit, wenn der Ernte, als wir vielleicht einen Tag werden, als in Israel da gehen wir. So dort erste Fruchtfast, First Fruits, als Ostern, dort ist dort Thanksgiving, Erntedankfest, genannt wird 50 Tage von dort erste Fruchtfast soll dort Werkenfast, dort wie eine Pfingstfeier soll Volk Israel dort Werkenfast feiern. Warum wird das dort Werkenfast genannt? Dort Volk Israel soll von Ostern dort erste Fruchtfast 7 Werktage in ein Tag und dort mir 50 Tage. Sie 7 Werk, 7 mal 7, wer kann gut rechnen? 7 mal 7 ist 49, nicht? Ich muss mir das auswendig lernen. Aber 7 mal 7 ist 49, das sind 49 Tage, 7 Werk sind 49 Tage, dann da der ein Tag bei mir, das 50 Tage. So von der ersten Fruchtfast sollen die 7 Werktage, dann noch ein Tag, und dann sollen die Pfingstfeier, wo wir von der Pfingsten nennen, dort, du weißt, was dort Werkenfast genannt, 7 Werk in ein Tag. Und so 50 Tage von dort ersten Fruchtfast soll dort Werkenfast Pfingsten gefeiert werden. Warum? Wenn es, ihr wisst es gerade sehen, Pfingsten wird mit Pfingsten in sich selbst meint 50. Wird als 50 Tage nur dort erste Fruchtfast, ist verbunden in Gott sein prophetischen Kalender mit der jährlichen Ernte und dann bringen durch den Heiligen Geist kommen, zum in Menschen wohnen. So als versprechen wir. So warum wäre du so sehr viel Menschen taub, als der Heilige Geist ausgegossen wird in Jerusalem? Wenn es wäre sehr viele Menschen von allen Ländern taub für das besondere Fast. Das besondere Fast, was Gott hat gesagt, sie sollen 7 Werktage, mehr ein Tag von der ersten Fruchtfast, was Ostern ist für uns von der, sollen sie das andere Fast führen, was ein sehr großes Fast wird. So dann wären die Menschen von allen Wegen taub gekommen, besonders Juden, von allen Wegen, nicht bis in Jerusalem, von wo immer die sich all verstreut haben, in der Welt, wo die dann leben, das ist mit dem Osten, wären die von verschiedenen Ländern taub gekommen. Wenn sie lange haben in verschiedenen Ländern gewohnt, können die auch nicht mehr alle bloß Hebräisch oder Griechisch, die aus verschiedenen Sprachen reden. So nun wären diese Juden, die verschiedene Sprachen reden, die ab alle in Jerusalem, hier auf den Tempelplatz, taub. Vielleicht noch was bloß in Jerusalem, besonders hier auf den Tempelplatz. So mit der alle gesagt habe ich ein klein bisschen Hintergrund, was Pfingsten meint das? Pfingsten ist dort Werkenfast, wo das Volk Israel taub kommen dort, und wo die auch sozusagen ein großes Fast feiern dort, wo zu tun hat mit, ab Ostern dort sie ihre Ernten anbringen, was wir Thanksgiving nennen. Dann dort sie dort Fast feiern, wo die nun Tempel kommen und dort Ernten anbringen, dort von das Erste, von das Beste. Werkenfast, dann kommen die einmal taub und dann dort die Säuer Opfer, viele große Opfer bringen. Da kommen wir vielleicht dann auch ein Port von Dankfast-Opfer. So, nun nennen wir dort, die Bibel nennt dort Werkenfast, was wir von der Pfingsttag nennen. Gott in seinem Plan hat dort auch lang vorig, dort auf diesen Tag, wann das Werkenfast wird geführt worden. Dort Werkenfast wird bis ein Tag.
Warum dort Werken fast genannt wird, wir werden 7 Werken ein Tag. Das ist, warum dort Werken fast genannt wird. Der Feast of Weeks. Aber dort fast, wir mal ein Tag wirklich vor der große Fast wir, aber die wäre von vielen alle gekommen, so die wäre da lang rum gewesen, vielleicht die Menschen all von mir Deel, was von weit aufgekommen wäre. So ab diesem Tag hat Gott geplant, all von Anfang von der Welt, dass er würde dem Heiligen Jesus geben. Und der wird kommen in den Menschen wohnen. Mit das nun in der ersten Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich wollte noch ein bisschen mehr Hintergrund geben, weil wir wirklich in den Tag nennen kommen. Aber ich möchte auch dort verstehen, warum wir Pfingsten feiern. Warum ist das wichtig für uns? Vielmal, wir tun das Fast feiern, wir tun diese Heilige feiern, wo wir von der ersten Tag an uns sprechen, aber wir haben nicht eine Idee, warum. Wir haben nicht einen Grund dafür. Und dann kann das all diese religiösen Gedanken geben, warum wir das tun, aber wir haben nicht unbedingt einen biblischen Grund, aber wir verstehen nicht den biblischen Grund. Und wenn also für mich das einmal wichtig, dass wir die Bibel den Grund verstehen, warum tun wir, was wir tun. Und das ist eine Meinung bei uns. So Apostelgeschichte Kapitel 2 durch, sagt das steht, ich will mal die erste Feierphase lesen. Der Heilige Geist kommt Pfingsttag. Als der Pfingsttag dann kam, werden sie alle auf eine Stadt taub und plötzlich hörten sie aus dem Sturm ein rüschendes Geluid vom Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören war, wo sie saßen. Dann sagen sie mit einmal Zungen so aus von 4 und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist an dort mählich merken deit. So nun nur Apostelgeschichte ist ein großer Wechselplan, oder Wechselpunkt in Gottes prophetischen Rettungsplan. Apostelgeschichte Kapitel 2, so ich gehabt, ist ein großer Wechselplan. In Englisch würde man sagen, a big turning point in God's prophetic calendar. So was wir haben ist, in Apostelgeschichte Kapitel 2, der Gemeinde wird wie auch Kirche nennen, wie geboren. Die erste Kirche-Menschen wären Juden, die Jünger Jesu wären. Sie, die Kirche, die Gemeinde fängt an mit Judenvolk, nicht mit Herdenvolk. Sie fängt an mit Juden. So, die erste Jünger, Kirche, Menschen, die Jünger wären Juden, die Jünger Jesus wären. Pfingsten passiert in Jerusalem. Dort, wo der Tag gefeiert wird. Dort, wo das alle anfangen deit. Die Apostel wären Juden, wo die Kirche mit anfangen deit, so ist es all sagen deit. Dort Evangelium kam von Gott, nur die Juden, erstens und dann nur die Herden. Jesus sagt dort, in Johannes Kapitel 4, Vers 22, ich habe ihn hier nicht zum Nachdachen, aber wenn ihr wel handrehen, Johannes Kapitel 4, Vers 22, wo Jesus mit dieser Früh bei dem Baum satt in der Vertale deut, wenn es die Jünger wieder in der Stadt gehen, in der Mittagscheibe, in der Multischeibe, und dort hier sich das die Tagszeit, können sie in der Mittag gewasst. Sagt es steht, als Jesus mit dieser Früh hier redete, Johannes 4, Vers 22, sagt es uns steht, die Samariter weiten nicht, was die anbeten, wie weiten wird wie anbeten, weil es dort Heil kommt von den Juden. Nun, wer wäre der Samariter? Eine lange Geschichte merken, das Volk Israel hat sich viele Jahre gespielt. Und ja, Rehoboam und Jeroboam, die 2 Königs, hat sich dort gespielt. Juda, dort Stamm Juda und Benjamin bleiben in Israel. Dort nahmen wir einmal, wenn wir dort in prophetischer Weise bechecken, dort nur den Königreich. Der 10 Stamm, was die Israeliten genannt wird, die wohnen in Samarien dahin. Dort nahmen wir dort Königreich. So das Volk Israel ist gespielt. Nun hat Jesus, muss der Samaria gehen, wenn du wie ein Plan, was Gott hat verarmt, nur diese Frührede. Die Juden, was das Judentum wird, die Juden stammen von der Juden, was die Juden genannt wird von der Judenstamm, die würden niemals nicht durch Samarien gehen, wenn die nur Nazareth reisen. Die würden einmal mit den Jordansfluss gehen, dann würden sie Eva gehen, dann würden sie in Ornseid allein gehen, und dann würden 3 Eva kommen um Samarien, wenn es der Samariter wäre, heim verehrt. Das ist der ungesagte Wort. Wenn es von dieser Spülung mit lang 3 Worte wird. So, da wird eine Spülung für das Volk Israel. Und Jesus sagt hier mit der samaritischen Früchte, wo die Jünger aus der am Sabbat mit Jesus durchsetzen, nur diese samaritische Frührede, reden wir ein sehr Aufschub für eben Jesus seine Jünger. Wenn es die
Juden hadden nichts mit den Samariter zu tun, was auch von der 10 Stamm Israel wäre, die 12 Stamm, aber die hat sich lang drin gespielt. Das Samaritervolk wie ein Volk, was sich hat sehr vermischt über die Jahre mit Herdenvolk. Die hat auch sehr Aufjäterie dienen. Das wir sehr aufjäterisches Volk. Und hier sagt Jesus und sagt mir, wie aus Juden, das sind die, die von der Judenstamm herstammen, in Israel geblieben sind, wie weiter, was wir anbeten, aber die Israeliten, die 10 Stamm, die dann aufgegangen sind, die haben Aufjäterie nur gegangen und nicht mehr Tjaner, wenig Tjaner von Gott, trotzdem dort 10 Stamm von der Volk Israel wir, sagt Jesus nicht die Samariter, die so lang sind von Gott all weggegangen, die weiter gar nicht was die anbeten tun. Die tun was Aufjäter anbeten. Aber wir in Israel, die Juden weiter noch, was wir anbeten tun. Jesus sagt hier, das Heil kommt von den Juden, das Evangelium kommt von den Juden. Gott will sich Abraham, und durch Abraham wird Jesus geboren, so das Volk Israel als Gott sein Volk, das ist das ganze Volk, die 12 Stamm, wenn das von der Judenvolk redet bis von den Stamm Judas. Und Judas ist, wo der wirklich Jesus von geboren wird, der Stamm Judas. So hier habe ich nun diese kartverfolgte Geschichte. Jesus sagt, das Evangelium kommt von den Juden. Durch wen muss die Kirche durch das Volk Israel, wie er sagt, die Juden anfangen. In Gott sein prophetischen Kalender, alles fängt an durch die Juden. So wird das Evangelium verspreit auf diese Erde. So man dort gesagt, mit meinem Hintergrund benet, so die erste Kirche, so der Apostel wären Juden, wo die Kirche mit anfangen deit. Das Evangelium kommt von Gott nur die Juden ersten und dann nur die Herren, das will sagen. Die Kirche wird gemeint genannt, wird erst angefangen mit Juden und dann die Herren geprobt in Römer Kapitel 11. Und ich wollte im Tag nicht lesen, aber du sagst wie klar, wo Paulus dort klar macht, dass das Judenvolk, dass das Volk Israel als rückgebrochen wurde, und er wird zu Sieg gesagt worden von der Stolze, und wie Herden sind nicht geprobt worden. Nu hat Gott sich sozusagen nur der Herde gedreht, und die hat uns ersten Sehensplatz, und viele Herden kommen nicht zum Glauben, von da aus die Juden haben Jesus zum Kreuz geholt, aber der Tag kam, wo Gott war, wird 3 nur die Herde, 3 nur die Juden, und die Juden 3 dann proppen, und dort passiert in die 7 Jahre Triebsalzeit, wo er wird verfallen war mit den Juden schaffen. So noch einmal, die Kirche gemeint als angefangen mit Juden und dann die Herden durch Neugeprobt, noch einmal auf. Apostelgeschichte, ein paar Tage mehr, das sei ja klar, ich wollte nicht hingehen, aber einen wollen wir lesen, das ist wie wieder reinkommen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Juden kriegen den Heiligen Geist. Das wollen wir von der Woche betrachten. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Samariter kriegen den Heiligen Geist. Wer wäre die Samariter? Dort wäre die 10 Stamm Israel, was lang aufgegangen wäre, und sehr aufjähriges Leben deuten, nicht mehr wirklich von den Worten Gott kennen deuten, aber du wehen nach Gott sein ausgewähltes Volk. Das hat aber geändert nicht. Dort wäre die Samariter, wo Jesus mit redet deut. Die kriegen den Heiligen Geist. Aus wo Gott ist in Apostelgeschichte 8 und da gepredigt worden. Dann sei wie der nächste erst Apostelgeschichte Kapitel 10, der Herde, Cornelius sein Haus, oder der wird alle versammelt werden in Cornelius sein Haus, der wurde was du versammelt wird, kriegen dem Heiligen Geist. Wenn es Petrus ging, nur der Herde, Cornelius sein Haus, predigt er, was Gott ist durch, und weil es er predigt, der wird du wieder glauben, was Petrus sieht von Jesus Christus, und wenn es der glaubt, die kriegen dem Heiligen Geist. So der Heilige Geist, das erste Wort auf Pfingsttag hat gegoten. Nur der Jüde, zweite Samaria, dritte nur der Herde. Dann sagen wir nach der vierten steht, der hat nicht nennen, um uns Apostelgeschichte 19, wo Johannes seine Jünger an dem Heiligen Geist kriegen. Aber dann wird Kartverfolgt gesagt, du hast richtig studiert worden von Pfingsttag, Apostelgeschichte Kapitel 2, bei Apostelgeschichte Kapitel 10, Rest 19, wo ich nicht sage, Jünger ungefähr 10 Jahre vorbei. So das passiert gleich alles eben nach. Das hat einen langen Tag, wo es anging, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Aber Pfingsttage war das erste Mal. Das wirken fast. Das, wo Gott seinen Plan entstellt, um das zu tun. So, Kartverfolgt gesagt, die Kirche fängt an mit gläubigen Juden und so wird das Evangelium nur der Heiden gepredigt und die wird dann angeprobt. Der Anfang von der Heilige Geist ist dafür passiert, ab Apostelgeschichte Kapitel 2. Noch nicht, wo auf der Heilige Schrift uns gelehrt, dass Menschen werden mit dem Heiligen Geist gedeiht.
aus von Apostelgeschichte wieder. Und dort meint, von da wieder kommt der Heilige Geist und wohnt in jeder Person, was wahrgebracht ist. Von da wieder, jeder Person, die Jesus annehmen hat im Glauben, den Moment, wo er gedeibt mit dem Heiligen Geist, darf nicht mit der Wuttertafel, der hat mit dem Heiligen Geist, kommt in den Namen, und der wird eint mit Gott, oder besser gesagt, in der Familie Gottes, und dann geprobt. Dann gesagt. Maar dit nu wel we niet meer overgaan naar Apostelgeschichte kapitel 2. Nu hebben we genoeg Hintergrund, um ein klein bisschen verstehen, wo wir sind mit dit alle. Dann sehen wir dort, das sagt uns in der Apostelgeschichte hier, die Erfüllung von Jesus sein Versprechen. In der Apostelgeschichte passiert dort Erfüllung von Jesus sein Versprechen. Wir haben ein bisschen reingehen. Der erste Vers, die erste Vers sagt von der Erfüllung von Jesus sein Versprechen. In der Apostelgeschichte 1, der Feier in 5, kann ich sagen, die werden alle taub. Das sagt uns in der ersten Vers, als der Pfingsttag dann kam, und wir können sagen, in jüdischen Kalender, in der jüdischen Ära, wo die sagen, als dort Weckenfast dann kam, wären sie alle taub auf einer Stelle. Und wer wären die alle taub auf einer Stelle? Für sie hatten wir all diese Menschen von verschiedenen Ländern taub gekommen, aber Jesus hat ihnen gesagt, er hat in den Himmel vor, ihr sollt nach Jerusalem gehen und ihr sollt dort lernen. Das fingen wir in dem ersten Kapitel. Je zal het leren wat je de kracht van de Heilige Geest worden krijgt. So wenn wir die Hund, wat je alle taub wären, nur Apostelgeschichte 1, Vers 15, du hast uns das an zu verstehen. Ein Tag, als sie ungefähr 120 Menschen taub wären, standen Petrus mit dem Mann am Ab und See. So hat er fängt an zu reden, zu predigen. So dass ihr uns an zu verstehen, was dort hier von der Rede, was alle taub wären, diese 120. Nicht bloß die 11 Apostel, da sind nur einen dabei, Matthias, sondern da wären noch andere Menschen, wie du sein wären, auch taub. Die wären in Jerusalem, du bist im Tempel eins, wo wären die taub, und die hat gekriegt, dort getan, was Gott ihnen sagt. Sie sollen nach Jerusalem gehen, sie sollen lernen, was die Kraft von der Heiligen Geist wird bei ihnen kommen. So, da wären diese 120, was taub wären. Ab da Fall der Heilige Geist das erste Wort, vollständige Jüde wäre. Dann sagt er in der zweiten Vers, in Platz der Hirten sei so aus einem im Sturm ein rüschendes Geluid vom Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Nur das sagt er einmal in Jerusalem, Geluid so aus dem Wind. Da wäre ein Sinnbild oder ein Symbol, was wir nennen, von Geist. Und von Himmel, dort meint es wir von Gott. Jesus selbst sagt, habe untersteht, in Johannes Kapitel 3, der Wind bloß wo der Welt und so ist der Heilige Geist. So dass die Jünger verstanden klar, dass das so aus dem Geräusch von dem Wind, die haben nur dem Heiligen Geist, wenn Jesus hat geredet von dort. Nicht mal bloß zu Nikodemus, sondern auch noch zu seinen Jüngern. So er braucht sichtbare Beispiele, weil Jesus hier braucht sichtbare Beispiele, um die Jünger Dinge zu erklären. Hier passiert das sichtbare Beispiel, so dass die Jünger können sagen, Wind, Geist. So dass sie das connecten können in ihr Verständnis. Dann sagt er, noch einmal die zweite Vers, in Platz hier, dann sei so aus dem Sturm ein Geluid vom Himmel, so dort im ganzen Haus zu hören, wo sie saßen. Dann sagt er, und dann sagen sie mit einmal Zungen aus von 4, und die sahen sich ab jeder einem von einem. Der nächste Wort wir Zungen aus von 4. Nur die Utleihung sei, dort wir nicht unbedingt, oder kriegst du eine Zunge wir, aber wir würden eine Zunge nennen. Das ist, wie wir ein Bild aufmachen, aber da wir ein sichtbares Tecken von 4, Zungen so aus 4, schau mal auf, ob jeder einer von ihnen. So Zungen so aus 4, das wir dort feststellen, dort Gott wird zu gehen. Gott als vielmal präsentiert aus 4 im Alten Testament. Gott präsentiert sich zu Moses in einem Wasch, was brennen dort. Gott präsentiert sich zu der Volk Israel über Tag mit einer Wald, danach mit einem 4. Zum Alten Testament, dort wir ganz klar, dort der Apostel, was wusste von Alten Testament, wusste dort, das 4 hat eine Präsentierung von, dort Gott wird gehen. Dann haben wir dort nächste. Der dritte Vers sagt, die dritte, und die sagen mit einmal Zungen aus von 4, und die sagen sich ab jeder einen von an. So das ist der dritte. Der vierte Vers sagt, sie werden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist am dort mählich merken. So nun sagt er in der vierten Vers,
einmal gefällt mit dem Heiligen Geist. Das wir die Ansehung, kann man sagen, von der Kirche gemeint. Jeder glaubt ja nur Pfingsten erst in den Körper Christi hineingedacht durch den Heiligen Geist, der Jesus annehmen. So hier sagen wir auch, alle Christen, das wie sogar hier in der Anleitung, alle Christen sind getauft mit dem Heiligen Geist, das passiert bei der Wahrheit. Hier Pfingsttage fängt das an. Ich wollte nicht nennen, ich wollte noch ein Fall dort mit den Jüngern, wo der Heilige Geist mit euch schaffen, dort ist noch ein Thema apart, wo das auch gut wichtig zu verstehen. Aber dann wollte ich bis von Passgeschichte wieder, wo das dann passiert ist. Dort gefällt worden mit dem Heiligen Geist ist ein ungewöhnliches Ding. So hier ist, wo wir einmal ein bisschen dahin unterkommen. Den Moment, wo der Mensch Jesus annimmt, wird er gedeibt mit dem Heiligen Geist, in den Körper Christi hineingedeibt, sagt er dann, so anders steht, in der Familie Gottes nähe tun. Jede Person, die Jesus im Glauben annimmt, das wird dann passieren. So passiert einmal, und nicht mehr, man kriegt es, wir uns bis einmal bekehren können. Dort gefällt sein mit dem Heiligen Geist, dort kann ein ungewöhnliches Ding sein, und es ein ungewöhnliches Ding. Was meint das gefällt sein mit dem Heiligen Geist? Dort meint nicht, dass ich einen Tag 50% von dem Heiligen Geist habe, am nächsten Tag 100%, und am anderen Tag war er 50 oder 20 oder 30. Das ist nicht, was das meint. Wir haben dem Heiligen Geist immer 100%. Von dem Tag, wo wir variabel sind, ist der Heilige Geist 100% in jeder variable Mensch. Gefällt seine meint, du nur aus dem Kraft geben, regieren lässt mein Leben. Wenn ich meine fleischliche Natur aus dem Kind Gottes fordern lässt, nicht nur von den Heiligen Geist kontrollieren, dann wird es vielleicht mal so, dass ich mal 50% gekontrolliert sich von dem Heiligen Geist, der ewige 50, lässt ich mein Fleisch regieren. Wo das erste Ritt kommen, der hat erst, wenn wir unter Druck gestellt wird. Wenn jemand uns hastig verdreht, wenn wir am Gewasch fordern, was sind unsere ersten Gedanken? Oh, Gott sei Dank, dass er das tut. Oder Gott hält mich, dass ich mich nicht weiter da. Wenn ich dort das erste sage, dann durch dem Heiligen Geist wird es das Stier geben. Aber wenn ich dann sage, dort steckt Menschen, was die hier dachten, das geht an, und ich hole an der Seite den Menschen. Wir sagen, Lord, ich dem Fleisch regieren. So der Heilige Geist, dann jetzt komm ich, du wirst regieren. Ich sage, Lord, ihm nicht. Sieh doch, von Heiligen Geist gefällt seine Meint, dem Heiligen Geist regieren lassen in uns Leben. Das ist, was ich meine. Ich kann den Vermehrer 100% regieren lassen in mein Leben. Und ob mehr passiert wird, wo ich mein Fleisch ein bisschen wählen lasse, dann nur mehr eine lang ist für Kontrolle in mein Leben. Aber das meint nicht, dass er 100% in mir ist. Der erste 100% in mir, bloß nur, dass ich dem nicht das Stier habe in meinem Leben. Das ist klar, nicht? Kann man mitkommen? Das ist, was er meint, gefällt sein mit dem Heiligen Geist. Wir haben von dem Tag, wo wir Jesus annehmen, habe ich 100% allen Zeit dem Heiligen Geist, als ich mich kontrollieren lasse von denen oder nicht, der bleibt 100% bei jeder variable Person. Wir kontrollieren los noch ein Ding. Dort kann umgehen. So alle Christen sind getauft mit dem Heiligen Geist in den Körper Christi hineingestellt. So, aber durch den nächsten Gedanke, was ist, in andere Sprachen zu reden. Da habe ich sehr, sehr viel Missverständnis gegeben über die Jahre. Und viele Menschen haben sich in sehr viel Missverständnis gegeben über dort. Ich wollte nicht von der Deutschen angehen, aber ich will einen Tag, weil ich ein paar Botschaften bringe über dort in dem Karten, was das meint, wenn die Bibel redet von den Sprachen reden und was das Wort Tungen meint. Weil ich das Wort Tungen in den Sprachen rede, ist das nämlich. Aber das für die, ich sehe, da war ich einen Tag für sich erklären. Aber hier werden wir einmal den Tag in Betracht nehmen. Dort sei, sie werden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, nur noch aus dem Geist an, dort mehlig mir. Hier sind gewöhnlich zwei Gedanken in der. Ein Gedanke ist, dort Menschen sei, dort diese 120, die reden bloß alle ihre Sprache, was sie gewöhnlich reden deuten. Aber die Menschen, die von verschiedenen Ländern taub gekommen wären, die verschiedene Sprachen reden deuten, können die alle in ihre Sprache hören. Nu, dat kan allemaal zijn, wenn es für Gott ist, das geheilig nicht. Das ist für Gott geheilig. Das zu tun. Das Tag so, bei Kadin und andere Übersetzungen neu gehen, der Tag lehrt aber nicht den bei. Der Tag lehrt diese 120, wo der Heilige Geist raufkommt, Pfingsttage, der gibt Gott die Gabe, ohne dass er die Sprache gelehrt hat, gibt er die Gabe, die Fähigkeit, die Möglichkeit, eine Sprache zu reden,
wat ze niet geleerd hadden, dat wordt Gottes verbreiden door Pinkstag bij de tempel in Jeruzalem. Maar dat jeder Mensch het evangelium te horen kreeg, wordt van verschillende spraken weer uitgekomen. De vrouw is dan nu, dat iedereen alle tegelijk reden. Die 120 brazen alle aan een verschillende spraak, waar ze dat gehoord hebben. China zijn metgekomen. Dan gaan we naar, ik word niet gaan naar Korinther kapitel, 1 Korinther kapitel 14, merkt Paulus dat klaar wordt in groten dagen aan, dat we in de Korinther kwijt zijn dort. Merkt Paulus dat klaar, dat am Ende van den kapitel, hij zei, wanneer we in de spraak reden dat, er wanneer mij als einer is wat in de spraak reden dat, dan zal je einer hier dem anderen, niet alle tegelijk. Zo wordt ons dat klaar te verstaan, ja, wenn Paulus zegt, du moet Ordnung zijn, de Bibel zegt, Gott is een God van Ordnung, niet van Unordnung, is hier ook Ordnung geweest. So dat einzige wat ons niet unbedingt de Bibeltag zei, wat ons aan te verstaan, ja, met andere Bibeltagen dort uitleiden, is dat hier weer Ordnung. Dat einer aan eine spraak reden, dan de andere aan andere spraak, zo noemen die turns, dan noemen die de einer hier am anderen. Zodat alle mensen, wat hier taub zijn, kunnen in ihre spraak dat evangelium verstaan van Jezus Christus. So nu hebben we wieder de lengte. Zegt het, du woonden dan in Jeruzalem, Juden, Gottesfurchtige Männer von alle Länder unter dem Himmel. So die woonden dan, wat wonen heeft te doen met die wereld door Ram. De wereld zijn wat te wonen deed en zijn wat door Ram weer van buiten gekomen. Dan zegt het als zij dat, je liet hier den Scheimen een grote tijd verwillen taub, weil zij hier dort die in iedereen in zijn spraak reden deiden. Ganz verwundert vroegen zij, zijn nicht all diese, die door reden van Galilea, so die werden bekannt van met de apostel, die werden bekannt met deze 120, een deel van die wings. En die wisten, die werden alle van Galilea, so, wat worden die wat van Galilea zijn, maar immer alle in verschillende spraken reden kennen. En wat zij verstaan kunnen. Zegt het, waar is dat dan? Dat wie die in iedere in zijn ene spraak horen. En dan zegt al deze landen, Petra en Media en Elamita en die wie in Mesopotamien en Judea wonen en in Kappadokien en Pontus en Asien, Phrygien en Pamphylien en Egypten en dort poort van Libanon, dort kredig geheerd en uitlander van Rome. Juden en met-Juden, Kreuter en Araber, wie horen die in onze spraak van Gott zijn grote wonderwerken reden. Verwundert en verwilderd vragen zij einer dem anderen, wat jaft het nog? So wer would niet, So hier heeft Gott de Gabe van, nu deze 120. Nu erst einmal gesagt worden, ich wollte das nehmen als Information, dat we zeggen wir veel meer spraken als 120 spraken van alle verschillende Länder. Dat kan je waar zijn. Ik zeg niet dat het niet is. Aber ein Ding ist klar, dass Gott weiß, dass wenn diese 120 die alle verschiedene Sprachen heeft te reden, dem Moment, dat reicht uit dat wordt Gott is van die mensen wat weer worden naar alle Sprachen gaan. Dus Gott ist nicht ein anordnender Gott, Gott ist auch nicht ein Gott, was ein Ups nennen wir das. Wat das ist ein Plan, einmal Ups, und das habe ich nicht gedacht. Wie doen we nog eens dat, niet? Ja, dan je mijn zeer van uitgegrabbeld, zeer van uitgeplant. Dan zijn we een einde langer, en dat had ik niet gedacht. Dan wordt ik niet meer dit. God is niet zo sterk. Hij heeft alles 100% gepland. Hij raakt niemand in zo'n naam. Zo hij had dat kleine plan wat hij hier wil. En dat het wordt uitrekenen in alle schafen. Maar dat wat hij doet. Hij is een perfecte God en hij heeft een perfecte plan. Zo met dit al gezegd. Wenn wir denken an een Sprachen reden, wird das eine Sprache, was verständlich wird. So die 120 Leute in wörtlich in Sprachen reden, das wäre nicht ein unverständliches Gebrissel, so es von der ersten Tag dort gepräsentiert wird. Das hat nicht mit ein unverständliches Gebrissel zu tun, hat zu tun mit verständliche Sprache. Das wollen wir sehr klar haben. Juden von verschiedenen Ländern, hier die Jünger, das wären die 120, was da wären, nicht bloß die 12, in ihrer Sprache reden, was die verstehen können. Das wir ein Beweis haben, der Apostel ihre Autorität von Gott bestätigen, dass diese Botschaft wir von Gott. Gott, der die Autorität hier, der Apostel mit Autorität bestätigen, das ist von Gott, was ihr hier hören. Das ist Gott, seine Wunderwort, Gott, seine Botschaft. Die Sprachen werden verständlich für die, was die Sprache reden deuten.
was von verschiedenen Ländern gekommen wären. Du bloß ein paar Karten verfolgen, wir hier mehr zum Schluss kommen. Wie viele von Ihnen hier können mehr als eine Sprache reden? Oh ja, mehr alle. So wie sind nicht stark von in Zungen reden. Ich kann auch. Ich sage immer, ich komme mit Feuer allein, nicht durch die perfekt kann, aber ich komme mit Feuersprache allein. So wir können sagen, das ist nicht stark, was mit Zungen reden wird. Einige Menschen sagen, wow. Weil die Wahrheit ist, das ist nicht stark, was in Sprachen reden kann. Diese Sprache schreibe ich nicht von Gott, was ihm hast du gegeben, dann kann ich die von einem Tag an anderen auswendig in Rede ohne Fehler. Das hast du gedient, wir mussten lernen, weißt du, von dem, was wir abmacht. Plattdeutsch, Jüdisch, Englisch, die wird hier abgewaschen, wie wird in Bolivien abgewaschen, was abmacht, Jüdisch und Plattdeutsch und Spanisch. So dass über die Jahre lernen wir diese Sprache. Dann gehen wir vielleicht noch in die Schule, wo wir extra eine Sprache lernen wollen, aber wir müssen uns sehr Hand geben, um die Sprache lernen. Für einige von uns ist das leichter, eine Sprache lernen als für andere. Einige von uns möchten nicht mal die Fähigkeit haben, um eine andere Sprache zu reden. Das ist, was Gott uns verschieden gemerkt hat. So mit das gesagt ist, hier wäre sehr viele verschiedene Sprachen, was Gott, diese 120 Rede, dort die, was die Sprache redet, wenn dieser die redet, können die verstehen. Mir würde es sehr wenig helfen, ich würde besser helfen, aber sehr wenig, wenn ich hier eine spanische Botschaft bringe. Du würdest vielleicht eine Handvoll, was würde mitkommen. Aber ich kann nicht da, ne? Aber ich weiß, das nützt mir nicht. Ich würde ein bisschen Wind reden. Was aber, wenn ich eine jüdische Botschaft bringen? Würde auch nicht sehr angenehm sein. Würde mehr ein bisschen Windrede sein. Das wird Paulus nicht her sagen in den Korinther. Aber in der Weg, trainiert das, Pfingsttag wird der Tag von Weken fast, wo das Volk Israel taub kommen wird und wo sehr viele Menschen taub gekommen wären. Und wo das passiert ist, wo in Gott seinen prophetischen Kalender hat geplant, er würde dem Heiligen Jesus eingehalten, wo die würden Menschen wohnen und wo die Zweck würde anfangen, durch das Judenvolk. Und so das Evangelium sich wird verspreiden, nach verschiedenen Ländern sprechen, was dort dann auf Fuß steht, und nur das Herrenvolk. Und das wollen wir von uns nachführen dann. So wir haben ein großes Fähigkeit, als wahre geborene Menschen uns erinnern. So die erste Feuerfast, was wir betrachten, was ich erwähnen, ist das Passafast, Passover, wies nur Jesus sein Tod. Das war das Wiese. Das Volk Israel, Ägypten rückgenommen wird, ewig treten noch keiner an, weiß Hansa, wo Jesus ein Tag dort starben. En dat had ook te doen met dat Oostertijd. Brood ohne Heeb. Dat brood wat niet Heeb had, wies nur Jezus zijn begroven. Eerste Fruchtfast, Oosteren, wies nur zijn Abstoßen van dood. Zie die eerste Fruchtfast, waar ik eerst een klein beetje van reden deed, wo dat op een andere steed in de Bibel zegt, als hij als de eerste Frucht, de Auferstehung van de eerste Frucht, heeft te doen met dat fast, wens dat wanneer hij abstoßen deed, wanneer hij dat eerste Fruchtfast vieren deed, Osteren. Pfingstenfast, dort Wirkenfast, wordt wie Pfingsten aan, Pentecost, wies nur dat Kommen von den Heiligen Geist en den Anfang von der Zweigentijd. Zo'n gedanke om de rolle te opvoeren, en dan komen we zum Schluss. Jesus vertelt, jeder Mensch, wat Jesus annimmt, wordt eerst mijn gestampeld met dem Heiligen Geist. Dat is gestampeld, gedijpt, geadaptiert, angenomen, in der Familie Gottes und nennen gesagt. Und dann sagen wir, Port an Gott seine Familie. Und der Heilige Geist als der jährliche Ernst, der Heilige Geist, was Gott uns gegeben hat, braucht er nicht, um diese jährliche Ernst anzubringen, aber er wird zurückkommen, der hier mein von uns wahre geborene Menschen. So ich will uns Mut merken, Pfingsten ist ein sehr großer Tag für uns auch. Aber das soll nicht ein religiöser Tag werden. Das soll ein Tag sein, wo wir Gott loben und preisen, dass er uns fähig geschätzt hat, als Herde in die Familie Gottes zu bringen, geprobt in den Volk Gott sein Plan, sodass wir können, was Gottes hier, haben können, was Gottes hier, haben können, das annehmen, und nicht die Gelegenheit haben, und die Fähigkeit haben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wir können gehen und was Gottes vertellen. In de eerste jaren kon het zeer groot worden. Maar hij wil die en mij doen verbruiken. Maar dit wil ons niet een gebed.
Ons Vater in Himmel, wir kommen fertig und wir danken dir für diese wunderbare Weise, dass du alles geplant hast. So viel besser wie den Plan verstehen und so viel tiefer wie du dahin kommen, so viel mehr Friede und Sicherheit und Mut gibt uns dort fair weg zu gehen. Ich frage mich, jeder meinen, wir hier von der morgens erst, durch diese Osterzeit eine gesehene Zeit geben. Eine wunderschöne Zeit geben. Wo die können mit deinen Heiligen Geist angelegt sein, dass du kannst durch die Person verherrlicht werden. Wenn du hast, jeder einen von uns, was hier von dir aus sagt, und wenn du wahre geboren bist, hast du einen Plan für. Und wenn hier von dir jemand sagt, was nicht wahre geboren ist, noch nicht gestempelt ist, getauft ist mit dem Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus Christus, die annehmen, dann muss von dir die letzte Tag sein, was die Person durch das Leben geht, ohne die annehmen. Herr Jesus, musste die Person tragen, musste die Person überzeugen, musste die Person Verständnis geben, was das meint. Dass das nicht bloß ein Gefühle, abgeblose Denken, sondern wirklich ein Verstehen von Worten, dort ihrens nehmen. Du freue ich, Herr Jesus. Dankeschön für diesen Samariens. In Jesu Namen. Amen. Wollen wir noch ein Lied haben?